Hi, grüß euch, servus, habe dere frisch geschneuzt und frisch gebügelt, sogar der Zwiebelbart ist ordentlich gekämmt. Ich habe von der Bavaria Dani ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk bekommen. Auf einen speziellen Wunsch hin hat es geheißen, hey Skypixels, mach einmal ein Unbox-Video. Ich habe alles klar, mache ich das erste Mal ein Unbox-Video. Also wenn es nicht perfekt ist, bitte verzeiht mir. Aber ich darf euch da mitnehmen und zusammen das Geschenk auspacken. Viel Spaß. So, dann schauen wir mal. Und zwar haben wir hier eine Nikon Capture Tomorrow Z6 II My Mirrorless Kit Nikon Z 24 bis 200 Milliliter, genau, 24 bis 200 Milliliter, F4 bis 6,3 Virtual Reality kommt sogar. Du kaufst praktisch VR-Brille. Du kaufst 2 Stück und dann kannst du eine VR-Brille ausbasteln. So, dann schauen wir uns erst einmal die Verpackung an, was da hinten alles so drauf steht, was das Ding so alles kann. Da haben wir jetzt Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, das Wichtigste, iPod, iPhone, iPad. Ja, so schaut die Schachtel aus, schon ein bisschen abgerockt, aber das ist ja genau passend für mich. Na gut, schauen wir mal. Vorsichtig öffnen hier, da ist schon offen, sehr gut. Kein Panzertape, das ist auch schon mal gut. Irgendwie habe ich in letzter Zeit Backerl mit Panzertape gekriegt. Weißt du, was das liegt? Ist momentan, glaube ich, ganz modern. So, gucken wir mal rein hier. So. Oh mein Gott. Dann würde ich sagen, da haben wir erst einmal die Päckchen raus und dann wir die einzeln anschauen. Oh, ist das schwer, das drum. So, was haben wir jetzt hier? Hier steht Nikkor. Ja, ganz schön. Das ist gefährlich. Z-Mount, ein Z-Mount, 24 bis 200 Milliliter. Millimeter, wenn ich noch einmal Milliliter sage. F4 bis 6,3 Virtual Reality, das haben wir schon gehabt. Made in Thailand. Perfekt. Dann machen wir das mal auf. Aha. Erst nehmen wir das kleine. Das schaut doch schon super aus. Und zwar ist das ein Ring, heißt es. Ring. Dann haben wir hier noch eine Schachtel. Sacre bleu. Da ist noch was darin. Nicht das Wichtigste vergessen hier. Alles leer. So. Schachtel Nummer 1. Hier haben wir ein Plastik drum. Jetzt pass auf. Das war mal voll geschmeidig. Das ist ein Schnupftabakbeutel. Oder Schnupftabakbeutel. Da steht Nikon. Wie kann man Firma Nikon nennen? Aber jetzt kommt das Interessanteste. Also Schnupftabakbeutel, Plastikring und ein Zielfernrohr. Ja, das schaut ja klasse aus. Das schaut ja klasse aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass das Bild einigermaßen scharf ist.
Das ist aber schwer, ist das. Wahnsinn. Vom Deckel. Das schaut doch super aus, oder? Perfekt. Ah, Plastikring auf Zielfernrohr. Jetzt haben wir es. Das Ganze dann in den... Aha, schau. Der Bayer ist gar nicht so blöd, gell? Siehst du das? Und schon haben wir statt einem Schnupftabakbeutel einen Zielfernrohrbeutel. So, und zum Schluss kommt hier die Nikon ZZ für ziemlich zügig 6.2. Mir ist gesagt worden von jemandem, das ist die weltbeste Kamera. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber er fängt mit UB an und hört mit Ehrenwerte auf. Dann schauen wir mal. Machen wir auf hier. Das schaut doch super aus. Das schaut doch... Also die Verpackung hat komplett abgerockt ausgeschaut. Also die hat echt ausgeschaut, wo ich denke, was ist denn da drin? Aber das ist... inklusive kostenlosen Online-Video-Tutorial. Oh. Okay, das ist... Anleitung liest Bayer sowieso nicht. Learning by doing. Ach du Schande. So. Nikon Europe Service Warranty Card. Nikon Europe Service Warranty Card. Users Manual with Warranty. Auf Englisch, Russisch, Polnisch, Espanol. Sie, Senior. Ja. Bettlektüre. Aufheben. Nikon Europe Service Warranty Card. Zum dritten Mal. Dann haben wir hier Benutzerhandbuch inklusive Garantiebeleg. Deutsch, Französisch, Niederländisch. Gebrauchshandleitung. Keine Ahnung, ich spreche kein Holländisch. Oh. Da muss er lesen. Aber jetzt kommt das Interessante, hoffe ich. Und zwar noch ein Schnupftabakbeutel. Oh, jetzt wird's interessant. Wie macht man das jetzt? Räumen wir das jetzt einzeln raus? Das erste Unbox-Video. Ein Ustkabel. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob es erkennt wird. Guter Anschluss. Und bei Apple gefällt mir besser. Dann haben wir hier einen Tragegurt. Nikon ziemlich zügig. Packen wir auch gleich aus. Oh. Okay. Also ganz ehrlich, ich bin ja kein Fotograf. Aber wenn ich das den ganzen Tag um den Hals tragen müsste, shit, also bequem schaut der Fall nicht aus, ehrlich gesagt. Schaut zwar cool aus, aber nicht bequem. Also ich weiß nicht, was ihr da von dem Tragegurt haltet, aber vielleicht habt ihr Vorschläge, ob es da bessere gibt. Das darf mich interessieren. Dann haben wir hier noch, was haben wir hier? Stromkabel, ich glaube, das wollen wir jetzt nicht auspacken. Dann haben wir hier, oh, das scheppert schon. Das scheppert. Hier haben wir ein Apparillo. Das ist der Plastik-Apparillo. Ich schätze, geht auf Zeiten her. Dann haben wir hier ein Ladegerät. Das ist ja cool. Bin ich gespannt, wie schnell das lädt. Ladegerät. Da haben wir da noch dran. Das sind bestimmt, ach, so Kabelhalter. Irgendwie so für Kabel oder. Aber Gebrauchsanleitung brauche ich nicht lesen, das kriege ich schon raus. So. Und jetzt haben wir hier. Oh Gott. Schachtel ist leer, oder? Ja, Schachtel ist leer, das stellen wir die mal weg. So, und jetzt freue ich mich brutal.
Schaut euch mal das an. Und die ist richtig schwer. Die ist richtig schwer. Bei so einer schönen Kamera, da fehlen einem die Worte. Da fällt mir jetzt gar nichts ein. Vor allem, ich habe die noch gar nicht getestet. Wie gesagt, das Unboxing ist jetzt wirklich live. Was jetzt mich bloß interessieren würde, ob die Kamera einen Audioeingang hat. Das würde mich richtig brennend interessieren. Das ist das Erste, was ich wahrscheinlich jetzt rauskriegen muss. Also, Kamera, Ladegerät, Plastikdrum 1, Plastikdrum 2, sehr viel Plastikmüll, ein eher windigen Gurt, gefällt mir jetzt überhaupt nicht, das passende Stromkabel, Datentransferkabel, dann haben wir hier Plastikdrum, Schnupftabakbeutel, ist so schwierig, wenn man Hochdeutsch reden muss, und das passende Zielfernrohr. So, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Das ist mein erstes Unboxing-Video, aber es kommt noch ein zweites. Gell, Christian? Ich habe mir mal eine Hack-Nachricht ab. Ich bin jetzt erstmal total platt von so einer Billig-Bürgergeld-Kamera. Ich bin jetzt gespannt, wie lange das ich brauche, dass ich das erste Foto schaffe. Und in Zukunft, wenn das funktioniert, dann werden meine Fotos, ich hätte fast gesagt, noch besser waren sie nicht. Aber vielleicht kriege ich dann hin und wieder mal auch eine gute Aufnahme zusammen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem Audioeingang, wenn ihr das wisst. Weil ich möchte auf den Cold Shoe heißt das, ich glaube, das habe ich schon gelernt, möchte eben mal Rode, ich sage immer Rode, das heißt der Rode, Mikrofon drauf basteln. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wie gesagt, der Gurt, also ganz ehrlich, wie ich den ganzen Tag tragen muss. Ich kenne es ja von Gitarrengurte, die Gitarrengurte, muss dabei sein, immer die billigsten, und irgendwann kaufst du dann richtig anständiges Leder oder so. Genau, also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und wenn euch das gefällt, dann kann ich öfters was auspacken. Bloß die Bavaria da nicht. Die packe ich nicht aus. Ach, jetzt kommt noch was. Das Allerwichtigste. Mit so einer Kamera muss man auch ausschauen wie ein Profi. Dafür brauchst du voll konkrete Checkerkette. Da guckst du echt ganz, Stefan, mit Checkerkette. Das zweite, was fehlt, ist eine coole Sonnenbrille. Und wenn man richtig ausschauen will wie ein Fotograf, gibt es genügend Bekannte, dann macht man das so. Seht ihr? Cool, oder? Always knew the truth could be found.